Hoi zusammen, ich würde euch mega gerne einladen. Ja, ich weiss halt auch nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen peinlich, aber vielleicht hast du ja gerade per Zufall ein bisschen Zeit vorig und könntest das auch vorstellen. Wir machen da nämlich es gibt so einen Workshop eben. Ich bin 100% sicher, dass jetzt niemand zu dem Workshop kommt, den ich gerade eingeladen habe. Weil gut einladen ist nämlich gar nicht so einfach. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich, wenn du an die Hoffnungswoche denkst und denkst, wow, jetzt kommt dann der November, bald ist es so weit und du hast so viele Leute in Gedanken, die du gerne einladen dazu. Aber du fragst dich, wie das gehen soll. Weil natürlich wünschen wir uns, dass wir ganz ehrlich, authentisch, ungezwungen, frisch einladen können. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns doch gleich auch, dass das Einladen auf Interesse stößt, dass es Neugier wecken kann, dass es die Leute motivieren kann, um es wagen und an so einen Anlass zu kommen. Darum haben wir gedacht, es ist wichtig und gut, dass man einen Workshop anbietet und den gibt es am 20. September. Einladen! Aber wie? Esther Köber von der Viva-Kirche hat das Anliegen mega fest auf dem Herzen, bewegt das aber nicht nur, sondern hat auch ganz viel Erfahrung darin, wie sie mit Leuten einfach ungezwungen natürlich ins Gespräch kommen, sogar ins Gespräch kommen über den Glauben und einfach einladen zum nächsten Schritt. Sie will gerne das grosse Know-how, das sie hat, mit euch teilen und darum möchte ich euch ermutigen, den Termin zu reservieren am 20. September am Morgen in den Workshop. Einladen, aber wie? Ein paar ganz einfache, aber mega wertvolle Tipps und Tricks, dass genau das klingt, was wir ja eigentlich wollen. Liebevoll und trotzdem ungezwungen Menschen können einladen. Einladen an eine Hoffnungswoche, am Ende auch einladen zu Jesus Christus. Oh. Ist jetzt das eine gute Einladung gewesen? Kommt echt jemand? Oder ist es nicht so gut gewesen? Was meinst du?